Marius alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vrienden dat je een Lebenswasser zijn van Del Marius. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kan. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn zo'n mensen die kan je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, holen, koffie of thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, die wordt een gouden, klare, praktische boodschap hebben voor jullie verteld. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn zo schaftig dat je een Lebenswasser zijn van jou en we wensen je dus een gouden Marius. Gode Marius Kreuz, welkom hier, we willen opstaan, we God aanbeden. Gott von der Schöpfung, Neumann so still, der Gott von der Leisung, mir auf den Bachjung. Was wir in Leben jetzt, doch wie alles wir nie da. Was der Stein wird wacher auf, kennst du dort groß gut, Blut diese Stille, wo macht es, woran sich je für ein Leben jenen dort Jesus lebt, wir singen Viola Lüt. Die Tro von Deus ist gebrochen, wir verändert und lebt. Gott wird verkümmert, wollte sind. Die Gott von der Ladung verändert und lebt. Was wir die Leben jetzt, doch wie alles wir nie da. Aus der Stein wird wacher auf, kennst sie dort drauf, gut. Blut ist es steht, mit wohl mein Rest. Woran sie tiefer leben, jenen dort Jesus lebt, wir singen Viola Lüt.
Todes gebrochen, det verändrat och lebt. In die Licht hangt der Hobning om. Veien du levst, haft hans løgn i måsen ej. Veien du levst, har vi levet. Det förändrat och löst. Det förändrat och löst. Veien du levst, fangt det hopning om. Veien du levst, haft en sløjt i måsen ej. Veien du levst, har vi levet. Det förändrat och löst. Det förändrat och löst. Blodet förstädligt vårna frälst. Du alltid giver en leven. Jesus lebt, vi slänger och lärde. Och från dödes gebrochen, det förändrat och löst. Dankeschön, Jesus, und du veränderst alles für uns. Danke. So hängen klotschen, den Gott als Gott. Und wir haben doch Gläubigen und Beuten, wo wir das Wort haben. Wer brachte Kroppen, dort Israel leben, wem Leibes kraftig, hin so für stark, ja, kenn ich von Himmel, weiß wer war ohne. Wer dritte Welt, wer grote Oma, wie sein Blumen, der Sturm von Wunder, kenn ich in Herrlichkeit, weiß wer war ohne. Das wundervoll ich nur, der das Verständnis hat. Wenn's mine steht du an, dort in mein Kriegsort tut, ja ist die Leben hat, dort ein new Fried kann sein. Oh, Jesus sagt singbar, dort wird die Deutsch von mir. Wer bringt uns Trouble, fragt sie in Ordnung, die Wesen Kinder, sind ihnen doch da, dort hat ich kennen, heute wir alles, wer wird die Länder, mit rechte Wahrheit, schießt uns die Sonne, in der Herrlichkeit, dort hat ich kennen, heute wir alles. Das wundervoll ich nur, der das Verständnis lohnt. Wenn's mine steht du an, dort in den Kriegswald trübt, ja ist die Leben hart, dort ein new Fried kommt sein. Doch wird die Deutsch von mir. Gottes Lohn heuerst dort wird, uns hier wird ihr kenn ich gewohnt, o Gott,
Gottes Raum heißt dort wird. Hans ihr wollt ja gerne hier waren durch Rot. Gottes Raum heißt dort wird. Hans ihr wollt ja gerne hier waren durch Rot. Gottes Raum heißt dort wird. Heißt dort, heißt dort, heißt dort wird das wundervolle Gnot. Deutsch von mir. God, let's go. Amen. Du röps mitt och kroppbino. Du röps mitt och mine sjår. Jag säg dot öle as förgå. Dot nya as jag kom. Ni har avståndens kraft. Han kan leva med Jesus, har det Jönsons frihet. Nicht feuer, ju bungen sind den Priestern, leben dine Leuven Schönheit, har det Jönsons frihet. Jag ser med härlighet jag glor. Det frihet, det jeden sen fast. Frihet, har du Jönsons frihet, du Jönsons det frihet. Halleluja. Frihet, har du Jönsons frihet, du Jönsons det frihet. Halleluja.
ist eine Geschichte in der Bibel. Johannes Feuer wurde samaritische Früh auf Kreuz Jesus bejagt. Würde sich bejagt haben, Jesus und die samaritische Früh. Und über dem, der vertrauen da, und über dem sagt der Früh, nur dem, der auf Jesus erkannt, ist ein Prophet. Frage ich sie, aber woran glauben die Juden in Jerusalem hat angebetet? Aber wie glauben auf den Berg? Und Jesus sagt, dort kommt eine Zeit, in wirklich der ersten Jahr hier, wird nicht wie das, wo ihr Gott anbeten. Und dann sagt sie, ja, ein Tag, wenn Jesus kommt, wenn der Christus der Messias, dann wird es alle klar sein. Und sagt, hey, ich sehe den Messias. Und heute sagt da sagt heute auch, dass Gott sieht Menschen, die in Jesus in den Wahrheit am wollen anbeten. Wer wir am diesen Morgens bejängen, Luther bloß die in Gott sein. Sag mal den Nuber das sieht und dann wird die denken, Gott will mit jüngst eine Bejängung haben. Er will jüngst bejängen in dem Moment. Er will seine Läufe jüngst bewiesen. Er will nur jüngst reden. So für die nächsten Leute. Wir bloß daran denken, dass Gott will mit uns einen Moment haben. Wir wollen sofort nur mehr dafür. Sind ein Autor von Twenje Stein, da kannst du Frieden wie Opfer bringen. Du hast den Himmel, dort hast dein Haus, aber die lebst in der Leid wie sing. In diesen Engel sind an die Traum. Bringen Personen eng verdient, doch Halleluja von abbehielt, tut's die ne ganz leiste Melodie. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn dort vier Dach in brennt, eine kleine Flamme wird ich schwarze sein, aber die Napfa beholen hat. Ich will mich holen und meine Leute. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja.
ja. Weil jeder Läufer die wehen war. Aber wie löhnig bad Janem da. Wenn all hier stehen uns vor. Wegen har je kom as kärvi nu din omvind. Och vi nu kan en gäst in en varhet omvind in en moment med din kan. Och vi då kan omvind. Jag ber för oss hier des Morgens, för oss hier jeder einer. Dass wir kan dort wahrnehmen, dass du en Moment was haben mit uns, dass du was durch uns ganze Leben mit uns tun, mit uns Club sein, die was mit uns reden. Das ist ein Wandel mit dir. Wir winken heute die Christen, wenn wir glauben an Jesus Christus. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja. Halleluja, wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Laten we onze eigen hek hebben, we samen aanbeden voor de hemel. We komen tot die en we danken die dat u de Heer bent en dat u genoeg van ons hebt en we kunnen van die zingen, te die zingen, die hier geven. We loven die en we prijzen die. We zingen nu al Halleluja van hier vanaf de eerd. En we kunnen almäßig luren bij den dag wo we met die top zijn. En im Himmel met allem top zingen. Maar we loven die, we prijzen die, we zeggen bis alle eer, alle prijs jekt naar die. In Jezus naam. Waar we een beetje een hand geven. Thank you, Jesus. Woo. Hey, ik kan je nog naar doel zaten. Man, mijn vrienden, dat je in Lebenswasser zijn. Welkom hier. Sei gut, dat je zijn teruggekomen. Mijn vrienden, dat je te de eerste service zijn teruggekomen. Deze service is manchmal een beetje laat. Mijn vrienden, dat je hier zijn. En dat wees dus dat je deze kerk gleich en je wel hier aan tijd zijn. En zo bisher veel dank voor hier zijn. Ook voor al die wat online zijn. Ik weet niet van wie je ons allebei kijken doen. Ik vraag me dus dat je ons zijn doen van deel. En wanneer je op Facebook live bent, kan je ons doorschrijven, sagt ons van wo je kijken doen. Of wanneer je ons kerkennummer kan, schrijft ons door, sagt ons van wo je kijken doen. Dat geeft ons een vrij, dat we kunnen bloß in jullie heim komen, of wo immer je zijn, dat we kunnen met jullie top kijken. So dankzij voor online zijn met ons top. En dat zijn ook Samaris hier met ons top zijn. We zijn in de eerste werk van onze 21 deel van Bäden en Fausten.
En so ik hoop je al een goede tijd gehad zo weit met dat, dat je bent al wieder gekommen met dat. Wenn je niet zijn, dat nog niet eier habt van je hier, oder vielleicht online, je niet weet van wat we reden, so Anfangsjahr, dan doen we onze 21 deel van Bäden Fausten. We zijn nu de eerste werk van dort. En so wat we bis vrouwen, als dat de ganze Tag, jeder einer von jullie, wo eine Zeit sieht, sagt, wo ihr wirklich beten und fasten. Und vielleicht Dinge sieht, sagen, was ihnen sehr wichtig ist. Ich sehe viele sind auch dort. Beten, dort connect uns mit Gott. Dort hält uns fast an Gott. Und fasten, dort lässt die Dinge los, lässt uns los von den Dingen von der Welt. Vielleicht sind dort nicht mal unbedingt schlechte Dinge. Aber das sind Dinge, die so drauf sind, uns. Und manchmal ist es wichtig, dass wir bis mal ein bisschen Dinge sehen und sagen, diesen Mittag oder diesen Tag oder von der zu Uwes oder diesen Tag, weil ich bis mal zaten zum Beten und Fasten. So ich gucke je down dort und ich würde Ihnen bis gleich zu sagen, wenn je über das 21 Teil von Beten und Fasten, wenn Gott zu Ihnen redet und Dinge passiert in Ihrem Leben, was die würde gleich mitteilen, dann kommt, sagt uns dort und dann kann ich dort hier zu allem vertellen. Mir hat dort einmal eine Freude hier, wenn Menschen sagen dort, ich bete und ich weiß nicht, was das nächste wird sein für mich. Und Gott, ich komme durch, mir auf die Derde auf und Dinge passiert, Wunder passiert, Heilung passiert, was immer das alles ist in deinem Leben, was da angeht. Aber lasst uns weiten. Lasst uns weiten, dass wir das können mit der ganzen Familie mitteilen. Beten und Fasten ist eine sehr gute Zeit für mich all gewesen. Und durch das Jahr und even dit Jahr. Und ich hoffe, dass du was auch down für dich, dass du kannst bis klarer denken. Uns hofft, dass wir mal ein bisschen klarer denken können. Und Dinge zu sehen down in Arbeit, dass bis drag. Und vielleicht hast du bis mal für die Zeit, über diesen Tag, oder über Mittag, oder über Unkas, oder vielleicht, wo immer du die anstellst, wo immer du fasten wirst von Eten. Und sagst, ich will nicht eten, aber ich will diese Zeit bis in Connection haben mit Gott. Und so ich will die Mutter sprechen, wenn ihr dort noch nicht noch nicht angefangen habt, es ist noch nicht zu laut, die kann nicht kriegen bis anfangen. Und das ist das nächste Werk, kickt ihr eine Titen bitte, wo wollt ihr dort down? Und was ist das Beste, was für ihn schafft in jene Familie, aber wir wollen es nicht ernst nehmen. Das ist nicht bloß ein Ding, was wir bis gerade so sagen, wir wollen mal beten und fasten, wir wollen das ernst nehmen als Kirche. Und wir wollen noch Gott segnen, jeder einer für sich in sein Leben, in aller Top als Kirche, dass wir bis gerne wiederkommen, wassen, und Gott sein gesagt, oder Gott bis bitte kennenlernen durch diese Zeit. So, ich wünsche Ihnen bis eine gute Zeit über Fasten. Wenn ihr fasten down, ich weiß, dass jetzt so ein Schein eten, mir das Schein eten, und das Eten zu sehen, das ist besonders sehr schwer. Und aber ich würde bis Mutter sprechen, da mal eben, vielleicht eben ein Mittag, ein Unkas, oder was immer das alles ist, da zu sehen, dann go bis der Zeit apart. Und fangen an zu beten und Frau bis Gott, er wird zu dir reden. Und wir bis sein, was Gott da in unserem Leben. Amen. So, wir sind in der Reihe von das 21 Teil von Beten und Fasten. Und Pastor John wird von der Botschaft haben, was diese Sonntag, der nächste Sonntag. Und an der 7. Februar, dann wollen wir das merken, war mit einem Worship-Set von unserem 21 Teil von Beten und Fasten. Good morning. Wie är det? Jag vet nicht. Mir hat es scheint, dass ich war hier boven. Sie exi dit Jahr noch nicht, hat noch nicht zu Jünt geredet. So, ja, ich hatte Jünt geredet, aber nicht hier boven, nicht in der Botschaft. So, it's about tea, nicht? Or what, Levi? So, ich freue mich auch, dass ich hier sehe, dass Jacob al sagt, wir sind 21 Teil von Fasten und Beten. Was ist das Nummer 1 Ding, für was du beten ist? Würde interessant sein, wenn wir ein bisschen rumgehen und mal ein bisschen vertalen. Für was beten wir? Oder was ist das Nummer 1 Ding, für was du betest? What's really on dein Hart, wenn du denkst an Beten und Fasten? Hast du mal an gedacht, was actually wird passieren? Oder was wird wirklich passieren, wenn Gott dein Gebet beantworten? Wir denken an Gebet, fertig aus, wir wollen sehen von Gott, wir wollen haben, er soll unsere Gebete beantworten. Von der will ich zu Ihnen reden von ein gefährliches Gebet. Weil von Anfang mal die Kirche bet ein sehr gefährliches Gebet. Und wie machen das Gebet beten? Das ist Zeit. Weißt du, ich kann den letzten Monat oder so, dann hörte ich nur einen anderen Prediger, der durch Offenbarung predigen. In Offenbarung 2 und 3, da haben wir die 7 Kirchen, wo Johannes noch geschrieben hat.
En deze 7 tjoeken, geloof ik, die representeren de ganze Geschichte. En de laatste tjoek, dat is de tjoek van Laodicea. En deze tjoek in Laodicea, die is niet kalt und nicht heet. Die ist warm. Und Gott sagt zu dieser tjoek, wenn die nicht warm Busse tun, ich will ihn ausspielen uit mijn Mühl. En weet je, deze tjoek, die weer recht. Deze tjoek, geloof ze hat alles. Ze leefden in een zeer recht, die tjoek, het staat, en die tjoek weer recht, ze hadden alles, en ze brukten niks. En weet je, wanneer een tjoek van deze 7 tjoeken ons representeren, dan is het de tjoek van Laodicea. Wie zijn terecht? Wie je hier manche bovenste 10% van de ganze Welt, van het kämpet recht doen. En voor mij, manchmal denk ik aan, okay, wo mir ein von der Angst dafür ist, dass wir sind warm. Nicht kalt und nicht heiß. Und so, die Tjoek von Anfang, die beten Gebet. Und wenn ich einschreibe, sage ich, sie vorsichtig, was du betest, du kannst das kriegen. So, ich wundere mich, was ist es, was du verbeten hast? Und wenn du das wirklich willst kriegen, was sind die Folgen davon? Na, ich will dich nicht angerühren zum Beten. Wie machen gefährliche Gebete beten? Oder wie wollen? Zum Beispiel, wenn du betest, Herr, dein Willen soll passieren. Was würde es really meinen für dich, wenn Gott das Gebet wird beantworten? Oder was würde es für mich meinen? Oder für uns als Tjoek? Ich will von dir im nächsten Sonntag, weil wir ein bisschen alle denken als Tjoek. Und ich weiß, die Tjoek ist abgemerkt von Menschen. Aber wir wollen mit alle denken als Tjoek. Was ist uns Gebet als Tjoek? Da wir so eine Gebete beten, was sicher sind. Oder was uns wird Frieden bringen. Oder was uns wird bloß so schön gehen, wenn Gott die wird beantworten. Oder beten wir nach manchmal gefährliche Gebete. Beten wir nach manchmal so eine Gebete, was nicht, was wir sagen, die sind nicht safe. Die sind nicht sicher. Und so dürfen wir von der ein bisschen andenken. De tjoek van Anfang, die kwam bij een kriegslinie. Meest voort, als de tjoek had angefangen, komen ze bij een kriegslinie. En op die kriegslinie moeten ze een Entscheidung merken, wat zeer gefährlich is für uns. En zo op die kriegslinie beet de tjoek. En zo zij beten van gewisse dingen, wo we van der wel nog checken. En weet je, wie zijn op een kriegslinie? Ich glaube, wir haben in das letzte Jahr ein klein bisschen belebt, ein ganz klein bisschen belebt. Warum würde meinen, wenn die Regierung einmal wird sagen, die kann nicht mehr Kirche haben? Na, ich weiß, dass nun handelt sich dort um Gesundheit und wir sagen, okay, das hat nichts zu tun mit, dass wir nicht mehr das Evangelium predigen. Wir sollen bloß nicht taub sein, wenn wir krank. Aber es ist wirklich bloß dort. Wie man nun denken, Geschwister, dass wir leben in einer Welt, die von Teufel regiert wird. Wir leben in einer Welt, und der Feind ist jeden uns als Tjoek. Der Feind ist jeden die aus dem Christ. Und daher ist es wichtig, dass wir gefährliche Gebete beten. Daher ist es wichtig, dass wir das Gebet wollen beten, was wir von der Welt noch checken. Weißt du, wir gehen eine Zeit an, und ich wünsche, wir grülden uns nicht zu sehr. Und das wollen wir das Gebet machen, beten. Aber wir gehen eine Zeit an, wo wir es Tjoek wollen, und wir kalt oder heiß sind. Aber dazwischen wird nichts sein. Und wir leben in einem Land von der, wo religiöse Freiheit ist. Und wir haben es sehr genießt, durch uns ganze Lebenszeit. Aber wenn wir wollen das Gebet beten, und Gott wird das Gebet für uns beantworten, dann wollen wir durchmöven in die Makel steht, wo wir sind. Aber das ist wichtig, dass wir tun. Ich wundere, wenn unsere Vorväter, oder wenn die Tjoek da, ganz von Anfang, nicht hat die Entscheidung genommen, was zu deuten, oder wenn die Voreltern nicht hatten das gefährliche Leben gelebt, den gefährliche Gebete gebet, dann wirst du von der auch nicht Jesus schauen. Und so damit wir denken, dass was wir wieder tun, hat mit der nächsten Generation zu tun. Und als wir das beten, oder nicht. Und so meine Botschaft, nadat ik van jou Jaffans Browheit. Jaffans Browheit
zum die Kirche Jesu Christi sein. Jeffens Browheit zum jeden Spaun gehen in dieser Welt. Jeffens Browheit zum jeden Diebel stehen. Jeffens Browheit zum Heid sein für Jesus. Und so wie wollen wir das Gebet checken. Die Kirche fängt an am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2, als es beschrieben. In dem nächsten Kapitel, in Apostelgeschichte 3, da gehen Johannes und Petrus, sie gehen zum Tempel beten. Und da hängen wir es, beim Tempel, da begegnen sie in Lohn am Abend, von Geburt an Lohn. Und Petrus hält den. Sei dann taub. Und dann gehen sie im Tempel an und sie predigen das Wort durch und dann wird ein Faust genommen. Und dann machen sie für die jüdische Lehrer. Das ist das erste Mal, glaube ich, wenn es was der Schrift sagt, dass Petrus war in den Hofen ging, wo er Jesus verlegen hat. Und so wird Faust genommen für den hohen Priester geholt. Und dann sagt das hohe Priester mit seinen Gruppe Menschen, sie sagen zu ihm, weißt du was? Die sollen still sein von Jesus. Und dann geht die Kirche, dann, über dem wird losgelassen, und gehen sie drei nach der Kirche, und dann lesen wir das. Und als sie anhaben gehen lassen, also sie sind da nicht für den Hügelrut gewesen, sie haben den Hügelrut gesagt, weißt du was, die sind da, was Jesus tut mir, und Gott hat ihn von dort abgeweiht. Und so sie sagen, sie still von das Jesus. So sie kommen von da vor, und dann sagt, kein Petrus und Johannes noch ihre Lied, und vertalen an alles, was die Hügelpriester und Ältesten zu angesagt haben. So die Kirche ist taub. Sei wahrscheinlich hat sich hastig rumgerät, dass Petrus und Johannes sind festgenommen, und die wissen nicht, was das nächste wird passieren. Wenn diese Gruppe Menschen wird einfach festgenommen, dort sind die solche Menschen, die Jesus vorweg trägt, Christen haben. Und so, dann sagt er, als sie dort hielten, fangen sie alle zugleich an zu beten. Sei mal in die Kirche was, wo sie alle zugleich auf Lüdes beten. Wer ist mal so in die Kirche was? Wie sind das nicht so gewarnt, selber? Gut Fernsehen, wenn man es dort lernen kann. Wie sind gewarnt, einer allein beten, der andere horchen bloß alle, was er sagt. Und wenn wir es dort beten, dann beten wir alle für die Menschen, als für Gott, oder nicht? Wenn wir mal ganz so Wahrheit reden. Wir wollen so beten, dass da was Schein hören. Wir hören einmal von, wir können aber Schein beten. Aber weißt du, sie fangen alle zugleich an zu beten. Wenn diese vertalten dass der Hügelpriester hat gesagt, sie sollen still sein von Jesus. Also, als ich dort sehe, in der Lehre, wo wir nu sind, uns wird bloß gesagt, dort nicht taub kommen wegen Gesundheit. Das wird wie wir sein. Aber weil wir uns niemals anbilden, dass der Diebel nicht durch der Hänger ist. Und für sich Dinge Sachen nennt die Kriegen in der Kirche, was wir wollen gewarnt worden. So, fangen alle zugleich an zu beten und sehen zu Gott. Na, hier ist ein Punkt, was sehr wichtig ist. Wann wir beten, dann beten wir zu Gott. Na, wir haben manchmal so eine Idee, dass Gott als Mensch bringt. Ein Ding, was ich nicht gleich von das, was wir in der Welt verdienen, nennen, Word of Faith Movement, das ist eine Bewegung in der Kirche, was sich im Englisch nennt, das Word of Faith. Das kann ich alles schlecht. Aber ein Ding, was ich nicht gleich von dort ist, dass wir haben Gott ans Knie gemerkt. Wir sagen bloß Gott, was er soll tun, und dann der zu dort. Oder wir sagen, wo er soll hüpfen, und dann soll er hüpfen. Und so, Gott, auf Englisch sagen wir, God is sovereign. Gott ist der Herrscher über alles. Na, ich habe hier ein Bild, das ist bloß ein Bild, aber ich habe mal gesagt, was. Als wir kleine Jungs wären, dann hat wir so ein Bild, dass Gott wir so stark, er kann ans Haus drehen auf den kleinen Finger. Wo habe ich eine Idee von Gott, als sie abpassen? Oder wenn es rummelt, wird ja dann rollen die Engel mit Tonnen abwalten. Like, I don't know, wo wir das herhaben. Aber anyway, so eine Dinge glauben wir, als kleine Jungs. Aber weißt du, Gott hat really die Welt in seinen Händen. Gott ist Gott. Er ist allmächtig, allweitend, er ist allewegen zugleich, er kann alles, er weiß alles. Und das ist ein von den Dingen, was ein bisschen Geheimnis ist mit Gebet. Wo wir beten zu Gott, wird allein alles weiß, was morgen wird passieren. So, what's the point? Und ich glaube, das ist ein Ding, was wir mit uns kleinen Menschenverstand nicht ganz können begreifen. Aber das ich an Gebet denke, das ist nicht, dass ich Gott bin Holzfuß zu seinen Schlafarm nur mein will. Aber ich stelle mich, wenn ihr Gott sein will. Wen heißt Gott?
Das Vers sagte, dem Herrn, jenen Gott, gehören alle Himmel und auch die Erde und alles, was darüber, was dazu gehört. Und so Gott ist sovereign. Gott ist der Herrscher über rein alles. Und ich stelle mir an, ihr sehen will. Und so wenn wir beten, dann werden wir zu Gott beten. Und so sie beten zu Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was du bin, als gemerkt hast. So, die Kirche, als sie hier beten, sie erkennen, dass das ganz Erste, dass Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und so, wenn du beten das, dann denk dir, dass du betest zu Gott, was er Reich hat, die Inhalte schmieden, er wird nicht recht tun. Er regiert alles. Er ist Gott. Wenn wir Gott nicht raufbringen, aus uns Schreck bringen, wenn wir Gott nicht merken, dass jemand, was er für uns ran ist, wie wollen haben. Aber weil wir leider lernen, uns für Gott ran. Und so das, was sie das erste erkennen in das Gebet. Da du durch diesen Knecht darf, wie durch den Heiligen Geist gesagt hast, das zweite Ding, was sie erkennen, ist, dass Gott hat dir prophezeit, dass das wird passieren. Und weißt du was? Gott hat dir prophezeit, was mit uns wird passieren. Aber wir würden gleich in einmal in den Stich zu gehen. Und so sei woran reden, die fällt ja sich ab, und die Menschen planen, was nicht dahinter ist. So sei erkannt dort, dass das, was hier passiert ist mit Jesus, und das, was mit ihm passiert, und dort wird auch zu David geprophezeit, dass diese Dinge würden passieren. Die Königs ab Erdstunden sich taub, und die Ungestalten sammeln sich taub gegen den Herrn und seinen Christus. Das ist, was hier passiert. Und weet je, de Welt von der noch krank so. Na, ich will dir nicht grüßen, aber wir leben in einer Welt, wo der Teufel regiert. Und wenn du was wirklich ein Christen, und wenn du was Beruf sind für Jesus, dann wirst du jeden Spruch kriegen, das ist kein Zweifel über. Bestimmt stunden Herodes und Pontius Pilatus sich mit den Völkern und mit Israel taub. So sei erkannt, dass das, was hier im Vorwegkrieg passiert, dass die jüdischen Lehrer und Pilatus und Herodes und die stunden sich alle taub, gegen Jesus, den Helden Knecht, den du zum Messias gemerkt hast. So, sie erkennen dort nicht bloß, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde, aber sie erkennen auch, dass Gott hat dir prophezeit, auch vorher, dass das wird passieren. Zu tun, was immer deine Hand und dein Rutschluss vorher beschlossen hat. Und das ist eins von den Dingen, was ich nicht verstehen kann. Gott hat geplant, dass das wird passieren, aber er hält dich verantwortlich, was er tut. Und Gott ist ein Hammerkrank so. Und du, wenn sagt, wie man das anerkennt, dass Gott ist Gott. Und dass wir nicht alles verstehen können von Gott. Und dass er es nicht ans Schreck bringen. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der, der gemerkt hat. Er ist der, was uns ganze Leben, unsere ganze Ewigkeit in seine Hände hält. Und so Gott ist Gott. Und dann sagen sie, nicht check einmal her, wo sie treiben und jeft deine Kneis, dass sie Beruf den Wort predigen. Na, weet je, Lied, dit Gebet, dat weer een gefährliches Gebet. Was wird passieren, wenn Gott das Gebet wird beantworten? Was wird zu uns als Kirche passieren, wenn wir das Gebet würden beten? Das ist das eigentlich der von Fausten und Bäden. Und Gott würde uns wirklich Beruf merken. Beruf zum Rütgehen. Na, some von ihnen tun. Die gehen rüt und predigen das Wort. Wir strahlen ans Wort rüt über Internet. Aber wir wohnen auf einer Säuermakel gesteht. Und so, wenn wir das würden wirklich beten, und ich schlug fair, dass wir tun, dass wir das Gebet wirklich von Herzen beten und sagen, Herr, merk uns Beruf zum den Wort predigen. Merk uns Beruf zum für die Leben. Merk uns Beruf zum ein Zeug sein bei der Arbeit, wo ich schaffe. Merk mir Beruf zum, dass wir wollen in rechtes Licht rutschen aus Zeug. Und dass wir wollen Beruf sein zum Gehen, wo du uns handschickst. Und so, sie beten für Browheit. Und dann beten sie und streck deine Hand uit, zu heulen und jeft dort durch dienen Helden nach Jesus seinen Namen Tekens und Wunder passieren mochten. So sei fragen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, dass er wird seine Hand uitstrecken und Wunder tun. Und als sie gebet haben, scherre der Platz, wo sie taub gekommen werden, und sie werden alle voll vom Heiligen Geist. Wir würden gleich einmal vielleicht, wenn es mal scherrt. Aber weißt du Gott, was wird passieren,
wenn Gott dein Gebet wirklich wird beantworten. Was wird passieren, wenn wir als Kirche würden wirklich von Horten beten, ja von Browheit, streicht deine Hand aus und da Wunder, und wir würden anfangen, Rüt zu stärken, so ein schlammer Düm so zu sein. Was wird passieren? Und welche Lied, wir kommen in die Zeit an, wo unsere Makel gesagt nicht mehr was nicht sind. Ja, von Browheit. Und streichte deine Hand aus. Und weißt du, was das nächste sagt? Das sagt es dort. En predigt beruf Gott sein Wort. Sie kriegen den Heiligen Geist und sie predigen beruf Gott sein Wort. Und ich will Ihnen von der ein klein bisschen wiesen, oder vertrauen von der Kirche, von der Kirchengeschichte, wo Gott das beantworten hat. Und was mit ihnen passiert. Because das wäre ein sehr gefährliches Gebet. Und wir als Gott seine Kinder, wir müssen anfangen, Beruf zu beten. Und dann Gott fragen, dass er wirklich das Gebet beantworten und dass wir das von uns auch können sein, dass wir predigen Gott sein Wort Beruf. Die Kirche, sie gehen rüt. Und sie fangen an, Gott sein Wort zu predigen. Als Petrus abstand am Pfingsttag, dann hat der Heilige Geist am Browheit gegeben, und er stand ab und er predigt zu der Kirche, zu der jüdischen Volk, 3000 Menschen bekehrten sich. In dem nächsten Kapitel gehen sie nach dem Tempel und Gott streckt seine Hand aus und er heilt den Luma. Wir fingen meistens in Kapitel 4, dass die Kirche war noch 5000 Menschen. Wenn sie gingen rüt und sie den Beruf predigen. Und dann fingen wir, wenn wir die Geschichte wieder lesen, dass sie waren in Jerusalem rütgejagt. Und dann sagt es, die, was rütgejagt waren, die gingen rum und predigten. Und die Kirche verbreitet sich nur Judäa und Samarien, und über dem ein bisschen wieder Norden und schließlich bei Antiochien. Und dann haben wir die Geschichte von wo Paulus Jesus bejahnt. Da haben wir Saul, er verfolgt die Kirche, aber am Weg nach Damaskus bejahnt er Jesus. Und dann sagt er, dass er von Fuß an Beruf zu predigen in Damaskus. Und sie wollen am Fuß dort mehr. Und dann geht er nach Jerusalem 3 Jahre Luther und da fängt er an zu predigen. Und da waren sie am dort mehr. Aber dann haben wir eine Apostelgeschichte, die Geschichte von wo das Evangelium wird richtig von Paulus und Barnabas und Paulus und Silas und Timotheus. Und sie fangen bei der Insel Zypern an und predigten Beruf das Evangelium. Der Diebel stand jeden. Aber Gott streckt seine Hand aus und das Wunder, und der Mann, was da jeden wird, wird blind. Einmal denkt wir an Wunder von, wie waren die Blinde sein merken, aber einmal mal, als es der andere war herum. Dessen wird blind gemerkt. Und dann gingen sie nach Antioch und Pisidien. Und da wird er zurückgejagt. Dann gingen sie nach Iconium. Und dann kamen die von Antioch heran. Und da wollen sie Paulus und Barnabas steinigen. Aber sie kamen da fort. Und dann gehen sie nach Lystra. Und da wird Paulus gesteinigt. Aber Gott wirkt von dort ab. Und Paulus stimmt war ab. Na, ich sage von dort. Die Bibel sagt nicht korrekt dort. Aber ich glaube, sie hat ihm dort gekillt. Und so stimmt von dort ab. Gott hat ein großes Wunder da. Und Paulus, er stimmt ab und sagt, und dann gingen sie nach Derbe. Tegen Verstal wurde am Leid. Und wenn man sie die mit Steinen hatten dort gekillt, wofür bleiben Platten musste haben? Und so sie gehen nach Derbe. Und dort gibt es eine Gruppe. Und dort gibt es Gläubige. Und dort gibt es Kirchen. Und dann in der zweiten Missionsreise, dann gehen sie nach Philippi. Und da gibt es eine Nahe Kirche. Na, das fehlt dazwischen, ich wollte es nicht ganz teilen, aber was ich will haben, was ich soll sein, ist, dass Jafans Beruf hat zum Predigen und Gott beantwortet das Gebet. Und so dann geht Paulus nach Philippi und da wird er verhaftet und Gefängnis geschmiert und schließlich rütgejagt. Dann gehen sie nach Thessalonich und da kommen die Juden heran, da gibt es Verfolgung. Und die thessalonische Kirche, die muss viel leiden. Und dann gehen sie nach Berea. Dann nehmen sie ein bisschen besser ab, aber dann kommen die Juden heran und dann wird ein Tor rütgejagt. Dann gehen sie nach Athen. Und da sind die gelehrten Menschen, da lachen sie und hauptsächlich gut. Und dann gehen sie nach Korinth. Da schafft Paulus 1,5 Jahre, aber das gibt einen großen Gegenspruch über dem, und so Paulus mal durchweich. Dann habt sie eine dritte Missionsreise, dann schafft er für 2 Jahre in Ephesus. Und da bekehrten sich viele Menschen, da wurden Kirchen angefangen, Raum Ephesus, von Paulus seine Mitarbeiter.
Aber das gab große Abruhr. Und die Menschen fangen an, gehen anzugehen. Und die wird da alle Handjäger verkaufen, was Geld merken, mit geschafft. Die waren da, wenn da bekehren sich so viele Menschen, dass geschafft anfangen zu leiden. Und so Paulus wird da rübergejagt. Und schließlich kommt noch 3 nach Jerusalem. Da wird ihm festgenommen und nach Rom geschickt. Als ein Gefangener Jeffens Beruf hat. Really? Weet je, kan je mal gereed davon, al hier in de kerk ook, dat het interessant dat Paulus in ungefähr jeder Dorp, wo hinkommt, wordt hem vervolgd, dergeheft, gefängnis geschmeten, gesteinigt, verschiedene Dinge. En dan steht er aan de huisding, ging je naar het nächste Dorp. Jeffens Beruf hat. Really? I mean, weil wir wirklich Beruf haben? Und weet je, ik zeg je, dit is een van de gefährlichste gebeden, wat de kerk jemals gebeten heeft. Jeffens Beruf hat. En Gott deed het. Aber Gott deed nicht bloß einen Beruf hat gegeben zum Predigen. Gott beantwortet je gebeden streckt seine Hand uit. En deed viele Wunders und Tekens. Ich wil een som van die zijn. Erstens in Jerusalem wordt den Loma geheilt. Dann Ananias und Sapphira starben plötzlich. Da wird ein Wunder, wenn sie wieder ein anerberechtigt hast. Ich wundere einmal, wenn Gott alle von uns, was da lehen über Dinge, wird totschlagen, dann wundere ich, wer nach hier wird sein. Aber wenn Gott schafft, man mit einer gewaltigen Hand. Und dann wundern Jerusalem. Das sagt, dass sie brachten die Kranken von Rom Jerusalem nähen und leden die Hahn. Wenn bloß Petrus in Schoten würde ankommen, dann würden sie alle geheilt sein. Und so Gott das große Wunder. Petrus und Johannes, sie gingen nach Samarien, leden an die Hänge, und der Heilige Geist kam nicht. Petrus, er heilt einer, was gelähmt wird. Er heilt er wirkt eine früh ab von Tod, was gestorben wird. Petrus wordt in Gefängnis uitgeleid. En weet je, dat is meer aan zijn interessant. Gleich Gott Petrus da. Weet je, dat zijn van die dingen wat we niet zo recht verstaan kunnen in de schrift. Jakobus wordt aufgekapt. Petrus wordt in Gefängnis uitgeleid. Gott sloeg Herodes sozusagen. Herodes starb. Paulus sloeg ein met blindheid op de Insel Zypern. Paulus heilt een krippel. En krepel, ja, en Lystra, dat wo in seinem Stein liegen. Und es wird auch gefährlich, so zu sein, die Kranken zu heilen. Paulus und Silas waren im Gefängnis, aber der wird aufgemerkt durch ein großes Erdbeben. Und so, Paulus jäuft den Heiligen Geist in Ephesus, kamen so Menschen an, was bloß von Johannes die nicht hat. Und Paulus lädt in die Hänge ab, sich den Heiligen Geist. Paulus in Ephesus, da wird es eben dem so, dass sie nehmen Paulus den Schnappeljuck oder eins in der Kadern, was er hat, und sie drüben ihn nur die Kranken, die werden geheilt. Gott hat Büte, gewöhnliche Tekens. Gott hat so eine Dinge, durch die Apostel, was wir bloß einmal von hier in der ganzen Welt geschehen. Kriegst es in Israel, dass hier einmal durch den Rote Meer leiden, so eine Dinge steht. Und so Paulus am Weg nach Rom, als ein Gefangener, er heilt auf der Insel Malta. Heilt er ein Mann und viele andere. Jeffens Beruf hat. Really? Und weet je, Lied, wir als Kerk, wir sind von der hier. Wenn wir nicht ein klares Evangelium predigen, dann sind wir nicht treu zu Gott. Aber wenn wir nicht das Gebet beten, dann sind wir nicht treu zu Gott. Und so ich will uns Mut merken, dass wir das Gebet wollen beten. Aber ich will dir noch ein bisschen vertellen, was die Folgen wären von dem Gebet. Ich hatte auch ein bisschen von dir geredet. Antwort gedroht. Sieht still von Jesus. Und dort, wo sie auf die Kriegslinie wären. Weißt du, wenn sie still wären von da wieder, dann starb die Zeug. Wenn sie reden wieder, dann würden sie ihn umbringen. Und so, wenn ich und du auf die Kriegslinie stehen, wenn wir still sind, dann wird die nächste Generation ohne Jesus leben. Aber wir predigen Beruf, en ons wordt doodgemerkt van ons leven. Woont was leven. Nou, wie haben die Entscheidung noch never gebrochen mehr, aber sie müssen. Und das, wo ich sage, das wäre ein gefährliches Gebet. So, wird gedroht. Wird das nächste Mal in Kapitel 5, als sie an Fausten nehmen, haben sie an Gott durch.
Die van jullie wat het drama zou dit jaar, je weet een klein beetje van 39 heeft gegeven, jemand, niet? En zo, ik dacht dit jaar dat we een zeer gouden punt in het ganze drama. Maar een klein beetje checken, wat het vielleicht kunnen gaan looten, in werkelijkheid. Een mens met een pitch, met knerkens en gevlochten en steinetjes, zum Schneiden naar 39 heeft. Maar dat is wat ze duiden te eind. Dan kwam Saul en er waren meer mensen dood. Stefanus werd gesteinigd. Jeffens Browheit. Really? Is dat wat we wel? Browheit? Browheit en voor Jezus leven. En mal ganz handgegeven leven. Mal rein ganz voor Jezus verkauft en krijgt nog den prijs. Is dat really wat we wel? En weet je, lied, we leven in een tijd en we komen daar in de tijd aan, wo het niet meer wordt schaffen, dat du een warme Christ bist. En weer ouder, we worden verkauft aan ons, en we geven op. En zo dat is waar we gaan gaan. Zo Jacobus wordt afgekapt. Paulus wordt vervolgd. Er is in rang ons het leven. En weet je, de kerk, wat 100 jaar na Christus, in 70 jaar ongeveer, wie dat rein ganze römische Reich in de Welt, te die tijd wat ze kenden, die wir durchgewetert so zu sein mit dem Evangelium. Weet je wo wir? Jeffens Browheit zum Predigen. Wir weten nicht viel von Jesus seine Jünger, wo die hingingen, aber die Geschichte sagt uns, dass sie gingen in verschiedene Städten, die Bibel redet nicht viel von, aber andere Schreiber haben davon geredet, und die werden rein alle umgebracht für ihr Glauben, wie der Johannes. Aber Johannes wordt ook zo vervolgd. Hij was op de Insel Patmos in een verbinding als hij Offenbarung geschreven heeft. Aber die schriftschrijver zeiden dat hij kwam daar weer los en hij weer nog in de kerk Ephesus over dem. Aber die gingen gingen naar India en naar Noord-Afrika, ze gingen over de ganze wereld, zo te zijn. Jeffens Browheit. En jeder einer van hen betoelt die Browheit met zijn leven. En dan nog 1000 andere mensen. En weet je, bij 300 na Christus, dan draait het Römische Reich aan en zij neemt het Christentum zo weit aan, dat de vervolging ophield. En dat was een van de gefährlichste dingen voor de ganze kerk jemals, dat de vervolging ophield. Dan wordt de kerk weltlich en de kerk wordt vlak en alle dingen kwamen aan. Dat is een interessante geschichte. Maar weet je, de jonge Bäden, Jeffens Browheit. Jeffens Browheit. En God beantwoordt dat gebed. En zo ik wil ons merken als kerk, dat we werkelijk van ons hart dort beten. Dat we een beroep zijn voor je. Weet je, beroep bij de arbeid. Sommige van jullie wat vielleicht horchen wieder auf in andere landen. Jullie beroep heeft te doen met dat of je worden jullie familie moeten verloten of niet. En als je worden jullie daar moeten verloten of niet. En als je worden uitgesloten worden, en je wordt afgewaard worden economisch. Jeffens Browheit. En zo God beantwoordt je gebed. Zij worden gevuld met een Heilige Geest en zij gingen uit beroep predigen. En God sei Dank dat ze dat is voor wie van de Bibel gaan, dat is voor wie van Jezus kan, en van dan wat van 2000 jaar zijn immer ware beroepen mensen geweest. En zo Jeffens Browheit. Dat is wat we willen beten. En dat is een van de deel van Fausten en Bäden. Besonders als kerk. Aber wie sind die kerk? Wie als Menschen? Vielleicht bist du auf eine Makel gesteht. Paulus sagt dit. Von den Juden habe ich 5-mal 39 Hälfte gekriegt. 5-mal wordt Paulus durchgeheft dat het bloed eraan flings in regen. Jeffens Browheit. Hij zegt 3-mal word ik met Stang verheft. Einmal word ik gesteinigt, dat wie in Lystra. 3-mal sloeg mijn schap te wraak. Een dag en een nacht bracht ik op den Duiten Meer toe. Met de sharks, en vielleicht weer door die sharks. Ik heb veel gereisd. Ik zie durch riefers en je voor je was. En je voor durch rebers. En je voor mank de Juden. En je voor mank de andere volken. En je voor in de steden. En je voor in de wildnis. En je voor op meer.
en je voor mank ander bereid. Kan je een idee hier uitschrijven, waar Paulus zijn leven weer? Ja, van Browheit. Really? Dat staat wie wel. Ik had lasten en mij en veel sluploze nachten. Ik zie hungrig en durstig geweest. Ik heb im Kalten gehubbert en heb veel gefast. Maar wir reden von Fausten. En onze makel gehiesa, warm en op een sofa. En buiten al deze nacht de dagdagelijke arbeidslast en de zorgen aan de gemeente. En zo Paulus sagt ja van Browheit. Really? Ik wil je een zeer moed merken van jou. Nou, dit heeft zich een negatieve boodschap, maar weet je ook wat? We hebben met een duivel te doen. Wanneer we dat vergeten, dan hebben we verspeeld. En nu check eenmaal haar, wo ze drijven en jeft die knaas, dat ze broef die woord predigen. Dat wie je bed. En straakt die hand uit te huilen en jeft dat durch den helden knaas Jezus die noemen tekens en wunder passieren mochten. Ja, van Browheit. En zo ik wil die vrouwen als poort van Lebenswasser tjoeg. Dat du worst dit gebed beten en dat werkelijk zo meinen. En wanneer Gott dat wordt beantwoorden, dan kan het zijn dat dien leven wordt eenmaal amaklich zijn. Jezus zegt, wanneer we niet willig zijn, dat kreuz te nemen. En weet je, dat kreuz meint niet, oh, weet je, ik moet een prediger zijn, of ik moet dit, of dat kreuz meint dat du juist dien leven. Dat is wat het meint. Ja, van Browheit. En weet je, wie als Tjoeg, we hebben veel gegeven, we kunnen onze boodschap uitstralen. Gott heeft ons viele dingen gegeven. We zijn van jou op een rekke staan als Tjoeg. En dat is wichtig, dat we aanvangen te beden, ja, van Browheit. Dat wordt veel in de toekomst. Dat veelt van jou en dat wordt nog daar aanvangen te velen, ja, van Browheit. En dan wanneer Gott dat wordt beantwoorden. En Gott wordt onwunder doen. Gott wordt heilen. En we worden uitsteken als een schlammer duim sozusagen. Dan werden we klar haben, ja, van Browheit. Amen. Waar we toe beten. Ons himmlischer Vater. Wie willen met de kerk, of wie willen met deze jongen, met deze kerk van aanvang toe beten. Ja, van Browheit. Ja, van Browheit in die woord predigen. En Herr, wie vrouwen dat du was die hand uitstralen. En dat er worden wunder en tekens passieren durch die arbeiden. En wie weten Herr dat doen. En dat is een wondervolle ding. Maar wat zijn de Folgen werkelijk van in de wereld waar de duivel regiert, dat we door worden beroepen zijn en dat du was wunder doen. En Herr, we zijn het niet gewaand dat ons wordt geen ongestoond van ons geloven. Wo Menschen lachen machen vielleicht bei uns, oder Menschen reden verschiedene Dinge über uns. Aber wir haben noch never mit uns Leben betont, dass wir die haben. Und Herr, wir gehen in eine Zeit in unserer Welt, wo uns das Wort an Browheit fehlt. Wir haben noch mit einem Feind zu tun. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen die Macht, die von der Bibel kommt. Und wir fragen von der Herr, ja, von Browheit. Browheit für die zu stehen, keinen wo wir sind, 7 Jahre Werk. Browheit für die zu zeugen, Browheit die Wort zu predigen, und Browheit Wunder tun in die Namen. Herr, ja, von Browheit. Amen. Eine Frau, waar ik zo dacht, wat we ons alle kunnen vragen, dat is, hoe staat het met mijn christenleven? Is dat koud? Is dat warm? Dat is het heet voor Jezus. En daar wordt ons een beetje zijn, wo brood we zijn, werkelijk zum uitgaan. Durch die boodschap dacht ik aan, ik wil een zin spreken over die wat hier zijn en wat ons kijken online, voor die wat hier zijn, wat de missionaren zijn, wat er uitgaan. En je zijn, wo immer je gaan voor en je reden met mensen. Ik weet, we hebben een missionaar hier, wat in een boy schaffen doen en zijn proeven gaan in omstanden aan, wo ik manchmal so denke, is het niet te gefährlich, door een boy zijn en te de mensen doorreden. En ik weet soms van jullie vooraan, wanneer je antwoorden wer krank is, je voor de hand,
die beten für Menschen da, wenn wir einsam ist und die haben teurer Kaffee mit Menschen, die weiter in schwere Zeit sind und die gehen raus und die sind froh, die sind nicht bis Tschüss. Und viele Dinge passieren, ich weiß von ihnen, die sind an vier andere Menschen sein zu halten, wo mit ihr Geld umzugehen, mit Finanzen, wenn die ankommen, sei, was immer die für ein Haus kommen, die fangen an zu verteilen, sei, es ist nicht so kostet mit dem Geld umgehen, dass die Kosten gesehen sind. Viele von ihnen haben verschiedene Areas im Leben, wo sie all Beruf sind und rausgehen und andere Menschen halten. Und für die Dinge, was die all tun, will ich ein bisschen sehen, sprechen über ihnen und sagen, gut wieder raus. Wenn ihr antwortet, da sind Menschen krank, flott in Bett für dich und sieht Menschen zur Gesellschaft, was immer das ist, Dankeschön für das Tun und von Lebenswasser noch zu ihnen, bis Dankeschön und ich spreche sehen, dass die Dinge tun. So blieb das bloß bei und dann werden wir aber in das eigentlich von Bäden und Fausten wirklich Frauen, dass Gott uns was Browheit geben, um nach der nächsten Staub nehmen. Vielleicht haben wir einen Staub genommen, das wollen wir das Beruf sein, aber was wir von der hier hast, noch ein ganz anderer Level. Sehr wie bereit, um dort zu tun. Und so ich will jeden Motor sprechen. Bet Gott, dass er was jeden Browheit geben. Amen. Nächste Woche wird der Announcement sein, das sind some Dinge, was da abkommen hier in der Werk. Guten Morgen, Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Hiesbrecht und das sind unsere Bekommmerkungen für dieses Werk. Ich will Ihnen gleich gedacht haben von dem Mal für dieses Projekt, was wir nicht kriegen und gehen haben. Und das Mal für dieses Projekt probiere ich Geld zu kriegen, um verschiedene Dinge unterstützen. Und so ein Part von dem Geld wird nur verschiedene Missionsorganisationen gehen in unsere verschiedenen Städten, wo du auch dran tun, wo wir können mit Geld zu bringen und die können große Projekte vormachen mit dort Geld. Und das ist ein Weg zum Unterstützen, mehr für Jesus zu tun. Ein Part von das Geld wird hier für unsere Kirche gehen. Wir werden das am Double Dern machen, wir werden es am Tuffeln fixen und wir werden den Habig uns bei den Korridor schwart machen. Und dann wird immer ihr Part von das Geld soll gehen, wir werden da länger auf Plottisch übersagen und wir werden da abschneiden, entweder auf Audio oder auf Video, verschiedene Klassen, was wir werden tun. Und wir werden das rüberschlagen in die ganze Welt ansonsten, dass Menschen das können berühren für sich persönlich, ein kleiner Gruppe in der Kirche, wo immer das noch sein, weil wir werden Plottische Material machen, was zu kriegen ist ansonsten. So, das ist uns mal für dieses Projekt in 2021. Wenn du was Part sind von diesem Projekt, dann freuen wir, dass du die Quarks reinnehmen darfst. Das ist fertig, du hast die Quark band, was du mal für Jesus sagt. Bring du mal in Haus und bet du über und denk du über und vertell du über mit deiner Familie, was die feiern, dass der Heilige Geist ihnen darum hat, zu geben zu das Projekt. Und dann Februar den 7. kann ich die Quarks 3 bringen, eingefällt, und dann wollen wir die hier alle annehmen. Es sind verschiedene Wege, wo die kosten geben, die kosten entweder Pesos oder Doulasch. Oder was sein, die hast ein Geschäft und die viel Fakturas, wenn uns fehlt ein Biomaterial zu kaufen, kann ich auch die Kosten geben mit einer Faktura. Und so, wenn ich gleich mit einer Faktura zu geben, die Kosten unser Office kontaktieren über WhatsApp oder ein von unseren Elders mit verteilen, und die wollen ihnen kein Krack sein, wo die Kosten geben mit einer Faktura. So, denk du an, Februar den 7. wo wir 3 bringen, die Quarks, und wir kriegen fertig zum Mal für Jesus 2021. Noch ein Ding, was Februar den 7. anfängt, ist unser Premarital Clause. So, wenn du hier von dir aus morgens bist und du sagst, du hast die Plan zu befreien das Jahr, freue ich, dass du einen von den 3 Klausen nimmst, was über das Jahr 2021 wollen hier bei Lebenswasser angehen. So, die erste war in Februar den 7. anfangen, die zweite war in Juni und die dritte war in Oktober anfangen. Jedes Mal ist so eine Klaus, was für 8 Werke angeht, was hier uns Sonntag morgens in der Klausstunden angehen. So, wenn ihr interessiert bist, die befreien das Jahr und da abschreiben für das Premarital Clause, kosten eine Information dashgehen, zum ihr abschreiben für Premarital, nicht Februar den 7. Jeder Sonntag, halb 11 morgens in der zweiten Klausstufe, habe ich eine Gebetszeit, wo wir Zeit nehmen für unsere Kirche, unsere Menschen in der ganzen Umgebung zu beten. Und wir laden die an, vorbeizukommen. Du kannst dann angehen, wenn du weißt, dann reinkommen, wenn du weißt, die Gebetspunkte wurden noch nicht gedacht worden. Und das ist eine gute Gelegenheit, wo wir für unsere Umgebung anstehen und gebeten. So sei bei uns halb 11 morgens in der zweiten Klausstufe. Und dann als laatste wir an Lebenswasser kommen, das ist diese Kirche. Du kannst vorbeikommen, wenn du dort eten fehlen darfst, du kommst vielleicht ein bisschen ladig. Und wir kommen, wenn du ein Pack eten aufstellen, ganz und sonst. Oder wenn du gleich in Lebenswasser kommen, zu unterstützen, du kannst dir Geld oder Eten anbringen. Das ist alles von mir von der Hand, ihr gesehene Werk. Alright, ja, alle abstehen, haben schein die gehen, was so weit? Ja? Alright, so, was ein von den wichtigsten Dingen vielleicht hier in der Kirche, was wir anbieten, ist, dass wir auch für jünd wel beten. Und so, das Team, der ist hier fertig, und so, was immer du hast in dein Leben, was du durchgehst, und du sagst, du willst gleich mit somebody top zu beten, ich würde gleich, wenn wir diese Kultur können, bloß
hier ist es zu merken in der Kirche, dass es nicht ein großes Absein ist, dass wir nicht gebleibt sind. Keiner von uns denkt, noch wenn die noch fertig kommen, ich wundere, was die für einen Sinn begonnen haben. Wir wollen bis einfach mit ihnen top durch das Leben gehen. Und so, wenn irgendwas ist in ihrem Leben, wo ihr würde gleich mit diesem Team top zu beten, dann kommt noch fern, sie sind bereit für das. Und ab dem Weg wenn ihr gehen, die können geben, da besiegen der sind die Dosen, wenn die haben ihnen bereit gemerkt für das. Dankeschön für das, Gottes Segen zu ihnen für jeden von der. Vor dem Himmel, Dankeschön für deine Genot, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Leib über uns und Dankeschön, dass wir haben können, bloß engagiert sein durch dein Wort von der, zum Rütgehen und zum Brot sein, help uns bis, dass wir dort, wo wir können, leben. Ich bete nu Beschützung und einen Segen über jeder einer, was hier ist, in Jesu Namen. Amen. Was war das sein? Hat eine gute Werk. Du raubst mich dort grof bin du raubst mich da meine Schau. Ich sei dort alle as verloren, dort nie as gekommen. Du hast Auferstehungskraft, ich kann leben an Jesus, har du Jesus uns Freiheit. Nicht mehr gebunden sind am Diestren, ich lebe in deiner Leib Schönheit, har du Jesus uns Freiheit. Ich sieh mit Herrlichkeit gekleidet, din Heilige Geist, der lebt in mir. Die Vergangenheit hast du betont, dort nie als hier. Du hast Auferstehungskraft, ich kann leben an Jesus, har du Jesus uns Freiheit. Nicht mehr gebunden sind an Diestren, ich lebe in deiner Leib Schönheit, har du Jesus uns Freiheit. Freiheit, har du Jesus uns Freiheit, du Jesus uns der Freiheit, die Schäden sind weich. Freiheit, har du Jesus uns Freiheit, du Jesus uns der Freiheit.